Hallo zusammen, das ist Janis von Deep Connection und im heutigen Video geht es um das Thema Angst und was du in dem Moment kannst machen, wenn du Angst hast oder Panik hast, um wieder auf ein Level runterzukommen, dass du wieder klar denken kannst. Das ist Deep Connection, Single Coaching für Männer, und in diesen Videos geht es um alle Aspekte, damit du besser mit Frauen wirst. Und zwar ist es so, ich bin gestern in Dänemark, also ich bin gerade am Reisen mit Interrail, und ich bin in Dänemark an der oberen Grenze in Hirtshals angekommen. Und dort gibt es die Möglichkeit, dass man mit der Fähre, also mit dem Schiff, kann von Hirtshals auf Bergen oder Bergen in Norwegen. Das geht über die Nacht, also um 8 Uhr am Abend geht es los und um 12:30 werde ich jetzt dort ankommen. Das im Hintergrund ist übrigens gerade das, was man sieht an Landschaft. Ich zeige euch mal. Eine richtige, schöne, aber auch krasse Landschaft. Norwegen halt, dunkel. Und irgendwie auch eindrücklich. Ja, und jetzt ist es so, ich habe so ein Interrail-Ticket. Mit dem Interrail-Ticket kann man jede Zugverbindung nehmen für mehrere Tage und muss kein Billett lösen. Und ja, wenn man das Ticket verliert, hat man das Problem. Und zwar wird es dann einfach einiges komplizierter. Es gibt eine Versicherung, die man machen kann bei dem Ticket, was ich zum Glück gemacht habe. Das war die 10 Euro wert. Ja, aber es ist halt dann wirklich so passiert, dass ich dort an dem Hafen zuerst mal ein bisschen rumgeirrt bin und angekommen bin und dann habe ich das Ticket für die Fähre lösen, weil das ist nicht inklusiv. Und dann gibt es einen gewissen Rabatt, den man drauf hat, wegen dem Interrail-Ticket. Und da habe ich es gesucht und ich habe es einfach nicht gefunden. Und mir ist dann in den Sinn gekommen, dass es wahrscheinlich im Zug in Dänemark, dass ich das irgendwo dort liegen lassen habe, wo ich den Wagen wechseln. Und ja, in dem Moment, ich könnte mir das vorstellen, ich bin jetzt allein am Reisen. Da kommt natürlich sehr viel ja, keine Panik aufgekommen. Ich meine, ich habe dann alle Taschen durchsucht, obwohl ich gewusst habe, dass ich es genau an 2 Orten normalerweise aufbewahre. Ich habe es mehrmals durchsucht und ich bin einfach wirklich so von einem entspannten, ich freue mich jetzt auf die Schiffsreise und Abenteuer und geil, auf etwas, fuck, was mache ich jetzt, ich komme nicht mehr weiter, ich habe kein Ticket, was mache ich jetzt, bin ich da gestrandet, wie geht es weiter, oder? Und das ist halt schon auch sehr, sehr unangenehm. Und was mir dort irgendwann, so nach einer halben Stunde oder so, habe ich mir einfach gesagt, jetzt hocke ich mal an. Und jetzt tue ich mal, das habe ich irgendwo aufgegriffen und darum mache ich auch das Video. Ich tue mir jetzt einfach mal das Worst Case vorstellen. Also das schlimmste Szenario, das in dieser Situation passieren kann. Rein logisch gesehen, also nicht, dass man jetzt da irgendwelche Horrorfantasien da aufleitet, sondern einfach wirklich, was ist das Worst Case? Und dann habe ich mir überlegt, ja okay, also zuerst mal, was habe ich? Mit was bin ich ausgerüstet? Was sind die Sachen, die mir helfen? Also ich habe die Versicherung, was sehr gut ist. Ich habe natürlich eine Kreditkarte, ich habe sonst eine Postkarte, wo ich Geld abheben kann. Also Worst Case ist eigentlich gar nicht so krass. Da habe ich mich natürlich informiert, okay, was sind die Bedingungen bei dieser Versicherung, was muss man machen? Dann hat es geheißen, man muss einfach einen Polizeirapport machen bei der lokalen Polizei. Und das Geniale ist halt wirklich gewesen, und da muss ich wirklich sagen, die an dem Hafen, an der Rezeption, wo Tickets verkauft haben, die sind sowas von nett und entspannt.
und haben mir auch geholfen. Also, sie haben dann auch der lokalen Polizei angerufen, haben den Bericht auf Norwegisch so übersetzt, dass es registriert wird. Und das hat mir schon mal, das ist schon mal ein geiles Gefühl gewesen, dass ich nicht allein bin. Und nachdem der Bericht gespeichert wurde, ja, habe ich dann einfach eben überlegt, was sind jetzt die nächsten Schritte. Ich meine, es muss nicht immer, wenn ich jetzt mir überlegt habe, okay, was mache ich jetzt die restlichen 2 Wochen ohne das Ticket, weil bedingt ist halt gewesen, dass ich die Billette muss kaufen. Also jedes Mal, wenn ich reise, dass ich sie kaufen muss und am Schluss der Organisation der Interrail muss schicken. Und ja, zum Glück gibt es Kreditkarte in dem Moment und auch Postkarte. Also, zum Glück ist das nicht das Problem gewesen. Also, und dann bin ich schon mal runtergekommen und habe gefunden, okay, am Anfang, als ich das Billett nicht gefunden habe, habe ich mir Horrorszenarien ausgedacht. Ich meine, das war am Ende der Welt fast gewesen, da in Dänemark, ganz im Norden. Also es hat wirklich nur den Hafen gehabt und praktisch 0 Menschen. Es war dunkel, schon um 4 oder halb 5 am Abend. Und es war schon ein bisschen unheimlich. Und ich habe wirklich etwa 2-3 Kilometer bin ich zu Fuß gelaufen mit einem riesigen Koffer. Und dann denkt man sich schon so, ja, es ist schon, ja, weiss nicht, ich würde jetzt nicht gerne dort so gestrandet sein, oder? Und dann eben passiert genau das, wo man eigentlich sich nicht wünscht, oder, in dem Moment. Und dann kommt eben das, das könnte passieren, und jetzt bin ich verloren, ich werde verhungern, vielleicht kommen kurz die Gedanken auf. Und das kann immer, je mehr dass man über das nachdenkt, je mehr Fantasie, je mehr tut dann die Fantasie anregen, was alles sonst noch passieren könnte. Und darum ist es wichtig, in so einem Moment einfach anzuhocken und sich wirklich ganz klar zu überlegen, okay, was sind die Sachen, wo ich kann, was hilft mir in dieser, sagen wir mal, schlimmen Situation, was kann mir helfen, was sind Tatsachen. Und was ist Worst Case, wenn man die Tatsachen in Betracht zieht. Und eben, das ist bei mir wirklich gewesen, okay, ich habe das Ticket nicht, das heisst, ich muss die Billette halt selber lösen für den Rest der Reise. Ich muss es dann denen zuschicken, das ist ein gewisser Extraaufwand. Und ich werde das ein Monat später erst bekommen. Ja, ist jetzt einfach so passiert. Aber sonst muss ich sagen, auf dieser Reise ist eigentlich sonst in dieser Art gar nichts wirklich spektakulär Negatives passiert. Und von dem her kann ich mich eigentlich auch glücklich schätzen. Und ja, das war es eigentlich von dem heutigen Video. Also wirklich nochmal der Tipp, wenn ihr irgendetwas habt, wo ihr gerade in dem Moment, sagen wir, ihr habt, plötzlich habt ihr kein Geld mehr auf dem Konto und nachher denkt ihr, oh fuck, der Lohn kommt erst in 5 oder 10 Tagen, was mache ich jetzt? Oder ich verlaufe da irgendwo, oder ja, es kann auch eben mit Frauen sein, dass eure Freundin, deine Freundin Schluss macht, oder irgendeine Gefahrensituation euch jemand physisch bedrohen, und dann danach macht ihr euch Gedanken und habt Panik, und dann ist eben wichtig, einfach mal sich zu sammeln, Tatsachen nochmal durch den Kopf gehen lassen, was ist jetzt passiert, was ist jetzt etwas, was mir hilft in dieser Situation, und was sind die nächsten Schritte. Nicht, was ist in einem halben Jahr, oder was ist bei mir, wenn ich zurück bin von der Reise, oder was ist in 5 Tagen, sondern was sind die nächsten Schritte. Und das war bei mir der Polizeirapport, dann das Ticket kaufen, dann mich informieren, wie teuer sind so etwa Preise. So. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wäre es geil, wenn ihr den Daumen hoch bringt und auch das Video teilt. Und ja, ich lasse euch jetzt so ein bisschen mit diesen Bildern allein da von Norwegen an der Küste. Und bis bald einmal.